Weiter geht's mit dem dritten Teil hier zum Let's Test von Xenoblade Chronicles X bei der guten Eleonora. Aha. Yes? Ja. Als Play kannst du Mission annehmen. Na, geht erst nachher, wa? Divisionen gibt's. Mehrere Divisionen. Dann gehen wir mal hier hin. Ta-da! The Blade Scout Console. When the going gets tough, the tough go to the Scout Console. You know, to get tougher. If you do end up joining us, you'll quickly realize just how important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one blade to handle. They tend to call for multiple members with specialized knowledge or unique skills. This console lets you search for and recruit other blades to fill those roles for just such an occasion. You can't spell blade without team. Sorta. Anyway, awesome, right? So, you're ready to join up? Hang on, Lynn. Take it easy, would you? What? I'm just saying you'd have to be some kind of an idiot not to want to join Blade. Or maybe a crazy person. Oh, and here I thought you might be pressuring our guest. Apology accepted. Now, how about a little shopping? And I'm not talking about the stuff over in the commercial district. I'm talking about Armory Alley. Naja, vorausgesetzt, ich habe genug Kohle dafür. Das weiß man nie, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal was ganz anderes. Und zwar erstmal ein bisschen upgraden hier, wa? Haben wir bisher noch nicht so richtig gemacht. Team und zwar mal ein bisschen die Ausrüstung. Skills, kommt halt später mal. Ja, der gute alte Michael, was hat denn der so genau? Er hat ein Proto-Gewehr und das war's auch schon. Ja, nice. Ein Protomesser, die Eisenklingen, Angriff 16, Level 3 passt sogar. Autoangriff nur 1,5 Sekunden, SP-Gewinn nur 72. Aber ansonsten Nahkampf geht's dem noch hoch, wa? Ja, gut um 6, also. Ja, man kann es mal testen. Was? Hey, ich bin noch Level 3. Kann mit der aktuellen Klasse nicht ausgerüstet werden? Welche Klasse meint das Spiel jetzt? Und eine andere Frage. Das ist jetzt. Ich habe keine Ahnung. Hä? Ich habe Level 5? Gut, das ist keine Klasse. Also, ja, nur einfach nie die Klasse. Credits 13.000, ja, okay. Rang 7. Hä? Level 3. Upgrades noch 5, ja, Verkaufspreis noch nicht. Kapier nicht. Nö, ist mir zu hoch, wieso es gar nicht geht. Wird sicher einen Grund geben, aber will es mir gar nicht so richtig erschließen. Die Prototyp-Datenbrille. Hey, die Seilchins lassen grüßen. 2, 3, 4 geht sicher auch nicht. Natürlich geht das jetzt, aber das geht immer noch nicht. Ja gut, es ist ein V2, das sehe ich ja auch. Warum überhaupt? Klasse. Ich sehe ja nichts in Klasse, in der aktuellen Klasse. Das ist irgendwie eher das Set gemeint, war allgemein. Dass deswegen nicht klappt, wer weiß. Die Panzerweste, ja gut, Abwehr geht ein bisschen hoch. Ich habe keine Ärmel gesehen. Also auf der einen Seite aber einen Ärmel, auf der anderen noch nicht. Ja, verstehe. Wo ist jetzt der Unterschied? Ich sehe irgendwie den Unterschied nicht. Hallo, Spiel verarschen? Hab irgendwie auch in den Hosen so irgendwie so ganz seltsame Peilsender, WTF. Ah ne, da wollte ich ja. Entschuldigung, man kann auch so sehen, irgendwas anderes. Okay, dann haben wir gar nichts. So, dann den Rest lassen wir noch. Die sehen ja gut genug aus, wie sie gerade sind, war vor allem ins Hose. Ja, genau, am Arm. Prototypen und so weiter. Das Headset, sowieso so das Haarspangen ja irgendwie das Monado von Schulk trägt. Also, Monado. Ja doch, sag es mal Monado, wa? Ich will ja nicht spoilern. Ja. So this street's what we call Armory Alley. Blades can requisition equipment from any of the vendors here. Ja. I won't lie. Most Blade members face danger on a daily basis. Having the latest gear isn't about impressing your friends.
It's a matter of survival. True enough. And that goes not only for your personal armor and weapons, what we call ground gear, but for Skell equipment as well. You can even buy whole skells. Can you imagine owning your own skell? Huh? Oh, right, the door. I think all that's left is the heart of Blade itself. Blade Tower. Moment mal. Man kann hier Skells kaufen. Ich dachte, die wären so selten. Beziehungsweise limitiert, weil sie eine bestimmte Anzahl davon haben, kann man die ja kaufen. Hey. What? Vor allem in der Allee, die kann sie einfach klauen, aber okay. So, natürlich juckt gerade mein Hals, natürlich auch sehr geil. Mal ganz kurz, Leute, muss man ganz kurz einen Schluck trinken. Ja, so. Jetzt geht hoffentlich wieder. Also müssen wir husten, das wäre ein bisschen doof. Ja. Ich glaube, kaufen ist noch gar nichts. Nicht wirklich. Jetzt hier aus Rishina. Ja, aber eben geht von mir erst, wenn ich bei Blade beigetreten bin. Da habe ich noch einen Punkt. Achso, das war der. Yes. Geht's jetzt vielleicht? Spezialwissen habe ich noch nicht. Harmoniediagramm. Oh. Toll. Wie bei Xenoblade Chronicles. Really? 1, 2, 3, 4. Alter, was ist los? Status, nee, Techniken. Nehmen wir dann ja automatisch, weil können sie noch upgraden. Ja, machen wir später noch. Müssen wir sowieso noch machen. Im Verlauf dieses Parts, aber da sowieso nichts mehr Repertoire und so. Repertoire, Entschuldigung. So. So yeah, Blade Tower. When we come here, it's usually to stop by Blade HQ. The higher-ups, like Secretary Nagi and Commander Vandam, will spend most of their day here. The government leaders, too. They're based in the tower. Guys like our new Director General Maurice Chassan, for example. Blades sometimes report to the leadership here after we finish key assignments. You'll want to remember this place. And that about does it for our tour. So, what do you think? Pretty amazing setup, right? You can't wait to join Blade, right? Okay, Lynn, seriously, that's enough. We're not here to make a sales pitch. We just want you to have all the facts so you can make an informed decision to join us, or not. Now that you've seen where and how we work, hopefully it made a good impression, but your decision will be just that, your decision. In any case, let's head back to the barracks. Secretary Nagi will be waiting. Mhm. Das sind ziemlich viele Schwerter da irgendwie im Symbol drin. Naja. Nö, dankeschön. Du. Irgendwie klappt das Autosprint noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Ah, jetzt geht's. Du. Eine Arbeiterin. Dann geht's eigentlich mal los mit Kapitel 2. Ja. Und dem Ladescreen. Wie gewohnt. Honey, we're home. Yes, very amusing. Who wants a fresh cup of tea? Thank you, Ms. Gu, but I can't stay long. I just wanted to pass along a request from your commanding officer. Commander Vandam? Does it have anything to do with our new arrival?
Correct. He stopped by while you were out on your tour. He said he'll come back, but that I shouldn't wait to ask you. Here we go. I bet I can guess. You probably can. He wants to fast-track our new friend here for blade duty with a training assignment. What in the hell are we waiting for? As he put it. The commander does have a way with words. Makes even my pitch sound smooth. I explained about the memory issues, but he didn't see it as a problem. And to be honest, given our current need for blade recruits, I can't say I entirely disagree. Hey, it's not me you need to convince. Blade service is voluntary, remember? Of course, and I would never force or coerce anyone. Well, friend, what do you say? Can we count on you to do your part? Also weiß ich nicht, das ist eine ziemlich große Verantwortung. Andererseits, ich habe gar nichts Besseres zu tun, von dem her, ja. I knew you'd make the right choice. Welcome to the organization. Thank you. He can start on your team. You'll begin training immediately. Yes, Mr. Secretary. With pleasure. All right. Welcome to the Cool Kids Club. Cool Kids Club. Now then, let's discuss that training assignment. We've decided to start you out on a probe installation, just to get your feet wet. I guess we should back up a bit. Here in New LA, we're using a specialized computer system called Frontier Nav to help us deploy a sensor grid across Mira. A network of data probes that allows us to monitor conditions and collect all kinds of information about the planet. Expanding that grid and filling in the blind spots is one of Blade's highest priorities. Here, take a look at this. What you're seeing on screen is a terrain map that includes New LA and the surrounding landmass. As you can see, we've divided the area into a series of hexagonal blocks. We call these blocks segments. Together, they form our grid. We determined this was the most efficient pattern, given the limited range of our probes. Based on it, we know exactly where we need the probes to go. Now we just have to install them. The sooner the better, as far as I'm concerned. The Frontier Nav probes can also detect the general locations of living things in the vicinity, which comes in handy if we need to track down a blade or another citizen. Yes, quite handy indeed. So for this first exercise, you'll be heading here, to that white segment. Go there, install the data probe, and then come back home. Got it. East of the city. In that case, we can take the east gate out of the administrative district, right? We should be there in no time. I'll leave the details on the data probe installation procedure to you, Wilma. Of course, Mr. Secretary. All right, you two, shall we? Yeah! Training or not, let's go install the hell out of that probe. Klingt doch gut, Kapitel 2. Okay, und los geht's. Ja. Kapitel 2, neues Land. Ich gerade sehe auf dem Gamepad, wird mir gerade die Karte angezeigt. Ich guck gerade, wenn das mal ganz kurz hier zeigen im Let's Test. Ja, scheinbar nicht wirklich. Jetzt war beides, war. Oh, Entschuldigung. Ja, das war jetzt nicht gerade elegant. Die Kamera jetzt hier wieder. Das ist mal doof, da könnt ihr irgendwie so switchen, aber nö, könnt ihr einfach nur auch quasi aufs Gamepad switchen, aber die Karte vom Gamepad hier rauf, auf dem TV, das geht leider nicht. Hier für einen schönen Raum. Online. Aha, ist alles online hier. Jo, ist ja geil, kommt langsam vor wie bei Star Trek. Oh nee, nicht wie bei Star Wars. Nö, das ist ein anderes Thema. Wo zum Henker latsche ich gerade hin? Ah ja, hier sind wir ja. Also mal fix dorthin, dann Sonne installieren, weil eben wie gesagt, das müssen wir häufiger machen. Den ganzen Planeten abzudecken. Naja, das kann ja dann eine lustige Mission werden. Wir können gespannt sein. I'm glad we pulled an assignment to the east of the city this time.
It'd be a long walk all the way back over to the west gate. Hold on. Are we even sure the East Gate will be open? Last I heard, it was still on lockdown from all the high-level indigent activity. It was, but they just lowered the threat level earlier today. The gates are officially open for business. One of our teams must have gone out there and kicked some furry indigent butt, huh? What? Ho! Mhm. Was sein könnten. Angeben. Ich bin eigentlich kein Angeber von dem her. Jo, könnte sein, wa? Wouldn't surprise me at all. Irina's team is one of our best. How does he know Irina and Gwyn? We ran into them just before we met up with you. They were on their way out to an assignment. Well, then that settles it. It must have been them, right? Man, forget this amateur hour pro baloney. Those guys are where the action's at. I'll try not to take that personally. But enough talk. We've got our mission to deal with. Let's head out. Roger. That probe isn't gonna install itself. Let's get to the East Gate, shall we? Let's head out. Jo. Passt doch, will man behaupten. Tipp von Eleonora. Hier spricht Eleonora. Ich möchte dich daran erinnern, dass die Karte jetzt wieder freigeschaltet ist. Sie wird auf deinem COM-Gerät angezeigt. Ja, früher ist es Gamepad, aber jetzt, ja, wir sind schon in Vorbereitung für NX und so weiter. Deswegen COM-Gerät. Alles klar. Wie heißt die? Suriella. Ich bin das Dummerchen. Ich bin Suriella, ich bin süß als Nutella. Oh mein Gott. Skills! Ja. Meine Skills, ich freue mich schon darauf, nur eben hier am Let's Play, beziehungsweise natürlich Let's Taste zu zeigen. Eher weniger. Außer macht dann künftig noch Online-Parts. Denke mal schon, war irgendwie so online gegeneinander zu zocken und das mal noch hochzuladen. Kann sicher noch spannend sein. Da ist der Thomas, ja, der Thomas. Hey Tommy, wie geht's? Yes? Das ist auch so etwas, dann sind wir im Prinzip so wenige Menschen und dann schicken sie trotzdem noch so gefährliche Missionen. Da sollte man eigentlich doch vor allem die Frauen erstmal zu Hause behalten und, naja, bezüglich Fortpflanzung und so dafür sorgen. So, das erste Großviech, wie gesagt, fassen wir nicht an. Dafür kommen dann später die Skills zum Einsatz. So, jetzt sind wir zu dritt, da geht sowieso schneller. Nee. Was? Ist das jetzt eine Ziege oder ist das... Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Hat gerade ein paar ganz seltsame Geräusche gemacht. Da vorne müssen wir bereit sein, Leute. Sehr gut, ist alles bereits in der Nähe. Ich sehe gerade auf dem Länge des Videos, müssen wir ein bisschen hinmachen, weil nachher kommt noch eine lange Cutscene. Nein, sogar zwei. Bin noch mitten Level 5, dann passt es noch. Aber jetzt mal noch Ausrüstung gucken. Ich habe da irgendwie sowas gehört von wegen neuem Messer, wa? Auch hier, ich brauche bloß Level... Natürlich Laser. Ich frage mich gerade, ob es eigentlich bei Ihnen gehen würde. Die Außenklingen geht, der heißen Leuchtsäbel. Ah, okay, ist so etwas alt. Hier geht's auch nicht, okay. Leuchtsäbel, Star Wars lässt grüßen. Mach mal Techniken. Und zwar kann man die hier auch upgraden mit den Trainingspunkten, die wir da haben. Das ist, ja, Kampfleisten, mal sicher mal. Die hier in Kombination sind immer geil. Aha, trainieren, ja.
Mach bereits 12, wa? Gut, dann machen wir den natürlich noch. Ein bisschen Defense schadet eigentlich auch nie. Wirft Gegner um, dann mache ich doch ein bisschen noch den hier, wa? 75 mehr Schaden. Okay, und jetzt noch einmal, verursacht 100% mehr Schaden. Wäre eine Variante, Wucht umgeworfen 3. Wirkungsdauer 5 Sekunden, natürlich geil. Dann macht natürlich auch mehr Schaden in der Zeit. So, also noch, kann ich hier noch machen, wa? Und halt sparen wir die andere Variante, oder halt eben auf die anderen Kameraden. Ah, die haben ihre eigenen Punkte. Krass. Die Frage ist, lohnt es überhaupt, dass ich die auch noch irgendwie upgrade? Weil ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt bei unserem Team sind, aber wenn die ihre eigenen Punkte haben, dann wieso nicht? Machen wir mal überall Level 2, dann sind wir gut ausgerüstet und vor allem halt gut ausgeglichen. Ausgerüstet. So. Und dann noch Sodeli. Und Jodeli. Und Jodeli. Gatlings Schilde. Krass. Weiter geht's. Da 5 ich. What the hell happened here? You don't think that one Sinicula could have killed all these simius? Unless Unless... what? this is bad. What's bad? I don't follow you. That Sinicula. It's a tyrant. Huh? But it looks just like any other Sinicula. Think about it. Your typical simius is way higher up on the food chain than your typical Sinicula, right? Usually we'd find one simius standing over 3 or 4 Sinicula corpses. But here, the tables have been turned. And I don't see a single trace of any other indigents in the area. There's only one explanation. That Sinicula is a tyrant. Let me check the Blade Report database. If there's a tyrant this close to the city, someone must have run across it. Bingo. There was a Sinicula tyrant sighted not too long ago, but it was a couple of segments further out. It could have followed the blade that spotted it back towards New LA, or come here to feed, or who knows what. That's crazy. I can't believe there's a tyrant right on our doorstep, and HQ isn't doing a thing about it. Well, don't forget why they sent us here in the first place. Frontier Nav's range is still limited. Oh, right. They couldn't track it if there's no local probe. They must have lost it when it went off the grid. Was ein Tyrann ist, Tyrann zur Strecke zu bringen. Dann verstärkeres Exemplar war, also, ja. Zur Strecke bringen! Whoa, whoa, whoa there, rookie. We're talking about a tyrant here. Do you even understand what that means? We should probably explain. Tyrant is our term for any indigenous life form that falls outside of our usual threat ranking system. In other words, they're too powerful for us to even measure how dangerous they would be to take on. And too powerful doesn't always just mean physically strong. If a creature has even a single especially nasty trait, it's classified as a tyrant. Even some of Blade's very best teams have come back with serious injuries after running into a tyrant in the field. If they come back at all. Was ich immer noch verrückt finde, ist, dass sie in nur 2 Monaten, wo wir jetzt auf diesem Planeten sind,
bereits so viel rausgefunden haben, bereits so viele Klassifikationen gemacht haben, auch schon über Tyrannen und so weiter wissen. Also das ist dann schon not bad. Well, alright. I'm game if you are. Count me in, Elma. Let's do this. If we're gonna settle here on this planet, we're gonna have to get used to dealing with tyrants now and then. We can't just keep running forever, you know? Besides, I'd never forgive myself if someone else ended up getting hurt because we just left it here. All right. Let's do it. But don't push it, okay? Either of you. If we can take it down, great, but if not, even just luring it away would be a moral victory. As long as we buy enough time to install the probe, we can use Frontier Nav to track it, or any other tyrant that comes this close to the city from now on. Just make sure you're ready before we attack. This will be tougher than anything else we've faced. Alles klar. Jo, das haben wir bereits gemacht. Waffen ausgerüstet und genau, Ausrüstung, Technik auch schon bereits gemacht. Technik trainiert. Legen wir also los. Kann ich hier vielleicht noch irgendetwas abstauen? Wohl eher weniger. Geht direkt los, okay. How is this even remotely fair? Fire, Carnival! Habe ich nochmal falsche Knöpfe gedrückt. Assault hammer! Flame grenade! Chrome armor! Hey! Spit edge! We're in a good position. Das war perfekt. Waffe wechseln. Perfekt. Volker der Rasende. Destroyed. Move in and strike. Was macht ein Volker aus der Sinnoh-Region hier? Ups, Entschuldigung, falsches Spiel. Shadow slice. Hit him again for me! Ja, die Augen auf uns ziehen will ich jetzt lieber weniger machen. Die können sie doch auf Link ziehen, aber da geht ja nicht auf einen anderen Charakter. Weil sie ist ja die hat ein Schild. Also sie ist der Ryan aus Xenoblade Chronicles. Übrigens, ich finde immer noch ihre geile Haarspange so zum Abfeiern. Assault hammer! Flame grenade! Ja, dass mir schon das nicht viel bringt. Chrome armor! Just concentrate your fire. You're on top of us now. Und die Musik ist mit dabei, Mann. Volker der Rasende. Jo, jetzt auch hier wieder mal Level 5 und eigentlich ein Riesenviech, aber spielt keine Rolle. Man kriegt es trotzdem gut hin, wie man sieht. Flame grenade! Spin and do some damage. Wie ging das plötzlich so schnell? We are awesome! Nice work, Lynn. You fought well. You did too. Thank you. Now let's get down to business and install that data probe. If we stay here for long, there's no telling what other playmates might show up. This beam of light indicates a Frontier Nav site. It marks the ideal spot to bury the probe. Geht aber ziemlich hoch. Okay, the probe should be ready for insertion. I'll just boot it up. Thanks, Lynn. The top half of the cylinder contains the probe itself. The bottom half is a laser. It dissolves the soil so the probe can burrow to the proper depth. We tried just planting them on the surface at first, but we kept running into problems with the local wildlife damaging the goods. Burying them is going to save us all a lot of time and headaches in the long run. We all set? Yes, ma'am. Whenever you're ready. Why don't you do the honors? You can launch it right from your comm device. Give it a try. Okay, übers Gamepad. Kein Problem. Ich mach gar nichts. Oh, wie fies. Good. Now we just need to give it a minute to reach the target depth. Alter. Das war ziemlich tief. And installation complete. We are now online with a solid connection to Frontier Nav. Excellent. See? At the end of the day, there's really not much to it. The hardest part was calculating the ideal probe locations.
We need them spread out evenly to maximize data collection. Yep, planting probes is easy. And the more we plant, the more likely we are to find missing crew. So anytime you see a probe site, there's no excuse not to plant that sucker. That'll do it for your training. Let's head back to the barracks and report to Secretary Nagi. Der Secretary Nagi. Volker der Rasende. Krass. Tipp von Lau. Wer ist denn das? Leonora vorbei. Okay, machen wir. Tipp von Elmar. Immer die Kreatur, diese greifen gewöhnlich nur im Scale an. Ja, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Wenn die Viecher halt größer sind, ebenso vor allem ab L, also XL, XXL, ist eigentlich eher etwas für, ja, auf den Scale, aber auch bezüglich dem Levelunterschied und so. Wäre sonst halt nicht so clever. Gut, dann ganz kurz mal gucken hier. Ich habe das Neues bekommen. Protogewehr, noch nichts. Protomess sagt ihm noch nichts. Da will ich nichts. Da ist auch noch gut. Okay, Protoärmel. Also Survival-Handschuh. Yo, man. Tüdüdü. Ja. Cyborg lässt grüßen. Cyborg von den Teen Titans oder auch, ich überlege gerade. Alter, Level 10. Ja. Fällt mir gerade Namen nicht mehr ein. Komm schon. Nicht Avengers. Mann! Justice League, dankeschön. Alter Schwede. Soll so spät nach keine Parts mehr aufnehmen. Da funktioniert das Große nicht mehr so richtig. Naja, das Kleine hier funktioniert sonst auch nie, also in dem her. Hallo Großer! Da sind. Was ist eigentlich hier irgendwie so eine Art Heist oder so? Sicher irgendwie einen besonderen Zweck. Der Thomas wieder mal. Man, kannst du bitte mal so Autosprinten? Ah, okay. Ja, es ist das Osttor und es ist Nachmittag. Jetzt geht's zu Secretary Nagi. Zu Mr. Secretary Nagi. Hey, Der gibt uns ein Knagi. Was? Blade, Quartier. Und was folgt nun? Ausrufezeichen. Wenn das. Commander Vandam. Well, now look what the cat dragged in. Sorry we missed you last time. We could have come to meet you at HQ, you know. Indeed. I suggested as much. Twice. And we know how much I enjoy being told what to do. Anyway, I hear you tangled with a tyrant, way out of your league, on a training mission, no less. That was reckless, and goddamn magnificent. Oh mein Gott, ich dachte schon, es gibt das auf die Mütze. Kapitel 2, 4 von 4, Kapitel 2 ist also durch, krass. Jo. So, Commander, to what do we owe the pleasure of your visit here today? Well, I can't just ask Nagi to do everything for me. I'd be out of a job. Hey, I delivered you the new recruit, didn't I? Yeah, you won the bet. Don't worry about it, all right? I'll settle up with you later. You know I'm good for it. The bet? I'm sure I'm needed elsewhere. If you'll all excuse me, Commander. Natürlich. Well, that wasn't obvious at all. Look at you two.
I swear, you're like two children excited about a new toy. Look who's talking. I don't recall ever seeing you file a request to personally train a rescue before. Is that so odd? It is before we'd even asked him to become a blade, little miss stick in the rear. Usually I ask when I don't get your slang expressions, but something tells me to just let that one go. Enough about that. Where are your manners, anyway? I still haven't been introduced to our new recruit here. Commander Vandam is Blade's top officer. In a past life, I was chief engineer on the White Whale. Same idea, basically. Someone has a problem, I fix it. You follow? Huh. Not much for conversation, are you? So you still haven't told us why you're here. From the look of things, I'm guessing this isn't a social call. You don't think? No. So let's cut the crap and get down to business. Ha! Sounds like you're learning my expressions just fine, Elma. Anyway, first we need Chatty Cathy here to choose a division and pull an assignment. Denke erst einmal ein bisschen Erklärung wäre mal ganz nett. Pretty much everyone in New LA works for Blade, in one of several different fields. Helping to explore Mira, or to maintain order in the city, or, well, you remember Nagi's speech, right? There are 8 different fields in all, and each one has its own branch within Blade. Ach du Scheiße. Officially, they're called divisions. Naturally, you'll want to choose one that best suits your personality and your talents. Let's start with the Pathfinders. Pathfinder's #1 responsibility is planting data probes, like you did on your training mission. It may not be the sexiest job, but important? You bet your ass it's important. We've only been on Mira 2 months. We don't know jack about this place. The more probes we install, the faster we can get our bearings here and give ourselves a fighting chance. We've already detailed how important it is we expand the Frontier Nav network ASAP. So, for the time being, I'll just remind you of the highlights. It helps us keep Blade safe. It helps us keep the city safe. And most important of all, it's the key to locating the missing parts of the Lifehold and recovering the rest of the human race. Okay, next up, Interceptors. You met Akalov and Evans, right? Irina and Gwen, this is their division. Interceptors have one main duty: protect New LA and everyone in it from the wildlife here on Mira. Right now, this is probably our busiest division. Interceptors ride shotgun for the research eggheads, they escort VIPs around, and they help any other idiots who get caught out there with their pants down. Next are the Harriers. Remember Doug Barrett, the Skell pilot conducting the test flight with Lynn? He's part of the Harriers. If you think of the Interceptors as defense, Harriers would be New LA's offense. They specialize in preemptive strikes on clear and obvious threats. But only on clear and obvious threats. They're not meant to go out and just blast any indigene that moves. And you got your Reclaimers. These guys are in charge of finding the other pieces of the White Whale. Among other things, that is. Including anything of ours left behind after a battle. Skell debris, weapons, personal effects. It can get a bit morbid, frankly, but it's gotta be done. Until we're up and running here on Mira, and have this place completely figured out. Everything we brought from Earth needs to be treated like it's irreplaceable. Also, the search for the Lifehold. That's mostly on the Reclaimers. Next, Curators. Curators are the first to scout ahead to unexplored territory, bringing back whatever samples they can get their hands on. Fruits, bugs, sticks and stones, you name it. It's not all picking berries, though. Being a curator also means being the first to encounter unknown indigens. Next? All right, Prospectors. Prospectors do, well,
Prospecting, they poke around looking for minerals, resources, and whatnot. Things we need for everyday life here. We packed all the essentials we could on the White Whale, but that won't last forever. We need to be able to replenish our water and fuel if we want to survive. And sooner or later, we're gonna have to figure out how to replace things from scratch. From the socket on a Skell's knee joint, right down to the frying pan in Lynn's kitchen. Without these guys busting their butts, we'd have no future to speak of. Next up, outfitters. All of our ground gear and Skell weaponry is developed in conjunction with private arms manufacturers, or AMs. Outfitters are Blade's way of supporting these AMs. They'll seek out anything that might inspire new weapon ideas, and even assist with testing new prototypes. Finally, the mediators. These are the folks who keep everything hunky-dory with John and Joan Q public. Any problems a civvy has, they come to mediators. Fight with your neighbor? Mediators. Lost cat? Mediators. It's not a division for everyone. You need to be a jack of all trades, and a people person. Someone with my charming personality? Probably not the best mediator. But if you got what it takes, it's a clutch role, keeping things cool on the home front. All right, so I think that's all 8 divisions. Any idea which one you'd like to join? Don't fret about it too much. Whichever you choose, you still have a lot of freedom in how you operate. Mediators can still get out there and mix it up, hunt indigents, whatever. And if a Harrier wants to take a break and settle an argument, that's their prerogative too. To be honest, even though it's sort of frowned upon, you can actually change your division whenever you like. So there's really no reason to stress about this. All right, you ready to choose? Lol, spielt sehr überhaupt keine Rolle. Mach's aber trotzdem mal. Yeah, and? We're on pins and needles here. Das ist die gute Frage. Nee, das ist nicht normal. Die Pathfinder, also die Pfadfinder von dem her. Ich glaube, die Reclaimer, war. Einmal Kreaturen, gewährleistete Kreaturen, genau. Das sind noch fast Gebiete, die Kuratoren, die Prospektoren. Ich glaube, die Reclaimer klingt für mich jetzt eigentlich fast am interessantesten. Weil eben der weiße Wal und so bisher wissen wir eigentlich nur von der Wohneinheit, die anderen Teile noch alle aussehen, eben der Lebensspeicher und so weiter. Das klingt eigentlich am faszinierendsten, natürlich auch am umfassendsten, sagen wir mal so, wa? Und Datenzone gehört auch dazu, Beangen von Trümmern des weißen Wals. Jo, klingt doch geil. Das Symbol finde ich auch cool. Läuft. Reclaimer! Then it's settled? Nö, natürlich. All right. Thank God that's over. By the power invested in me, yada yada, you're officially a Blade. Congrats, and welcome. I know you're gonna do great. Jo, denke ich auch. Dankeschön. Now for the job. Let's get down to brass tacks. Nelson's team has gone missing. Last contact we had, they were installing a data probe out in eastern Primordia. Then, nothing. Nelson. Pathfinders, right? Are we talking indigents here or what? Your guess is as good as mine, but they did have a Skell with them. You'd think they could hold their own, or at least run away. All right, we're on it. We'll head to their last known location and go from there. Report whatever you find ASAP. Of course. Let's move out. Roger that. Wobei ich mir die Frage stelle überhaupt, welcher Division gehören Lynn und Elmar an? Oder glaube ich jetzt so nicht erwähnt, wobei Elmar kann man sich's denken, weil Lynn ja eigentlich auch.
Kapitel 3, Bewahr des Lebens, würde man behaupten, damit beginnt eigentlich das Spiel selbst, weil jetzt geht es, wie gesagt, darum, dass wir alles ein bisschen entdecken und Abenteuer erleben, Rüstungsfirmen investieren, genau, jetzt im Prinzip das ganze Spiel ein bisschen so, Kapitel 3, ja. Also ja, man kann eigentlich schon natürlich sagen, das ist immer eine Mission, die uns vorgegeben wird, gehört eigentlich nicht zur freien Entscheidung. Aber ich glaube, man kann trotz allem sagen, dass ich jetzt mal das Wichtigste, zumindest mal das Interessanteste vom Spiel gezeigt habe, damit sich jeder selbst ein Bild davon machen kann und entscheiden kann, jo, das ist was für mich, oder sich sagt, nee, das ist überhaupt nichts für mich da, von wegen neuer Planet und so und von Grund auf und alles riesengroß und so weiter, nee, ist nichts für mich. Ich muss zugeben, es fasziniert mich momentan schon, hatten schon ein bisschen was Science-Fiction-mäßiges, obwohl ich aber zweifle, dass wir im Jahr 2054 schon so weit sind. Aber zügig halt die Erde verlassen und so durchs Weltall driften, das bezweifle ich jetzt noch sehr stark. Aber wie auch immer, in diesem Sinne wieder mal natürlich vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Das war's mit dem letzten Test zu Xenoblade Chronicles X. Ich werde jetzt, wie gesagt, weiter noch privat zocken. Und irgendwann, wenn ich mal so weit bin, auch wegen Scales und so weiter, können wir durchaus vorstellen, dass es mal einen Online-Park gibt. Mit oder gegen Freunde, je nachdem natürlich. Und ja, als Reclaim sage ich in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und wer weiß, bis zum nächsten Mal oder aber zu etwas ganz anderem. Vielleicht sogar irgendwie plötzlich zu Xenoblade Chronicles NX oder zum Real Let's Play Xenoblade Chronicles. Ne, letztes wohl eher weniger, aber ja, je nachdem. In diesem Sinne, ciao zusammen!